Und weiter geht's, Freunde, hier bei Fire Emblem Echoes mit Akt 2, also Echoes natürlich Shadows of Valencia war. Ja, wir sind Akt 2 mit Celica unterwegs, sind, wie ich behaupten würde, sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben diesen knapp 2 Parts in Akt 2 schon eine große Distanz zurückgelegt. Natürlich hier und da noch ein paar Gegner, da ist sogar König Barf schon, der Piratenkönig. Bevor er von Ruff entthront wird, hier haben wir noch ein paar Schrecken und so, und da soll ja auch ziemlich übler Gegner sein. Weil ich frage, ob es klug ist, wenn ich hier hingehe, obwohl das Schrecken-Tempel am Meer, vielleicht müssen wir sogar hier hin, oder ist das der Tempel, wo wir hinwollen? Piratenthron, nee. Aha, müssen sogar hier hin, okay, von der Story her und so. Weil das ist ja dann der Hafen von Sophia, was anderes. So, ja, wir sind hier, wir machen ganz gut Schiff und so. Und klar, Schiff kann man eigentlich sagen, dann noch mehr Piraten. Aber ganz ehrlich, so stark wie wir sind, und im letzten Part hat Celica so oft gequittet, ich glaube etwa 6 oder 7 Mal. Ja, das wird kein Problem sein. Jetzt weiter angehen wir die Piraten. Yo. Ich bleibe dabei, das wird so easy werden. Und hier ein paar Pirates und so singt. Ah, da ist ein bisschen Wein dabei. Oh, da kommt wieder ein Lederschild-Typi. Das ist natürlich sehr geil. Will natürlich unbedingt haben. Für Saber am besten. Man kann ein bisschen vorne ranstehen und so. Auch wenn Celica momentan ein bisschen mehr Verteidigung hat als der Saber-Typi. Aber ja. Es ist auch schon eine Stufe weiter. Er hinkt noch hinterher und so. Deswegen, ja, mal gucken. Ansonsten. Du bleibst mal da. Dann geht Celica nach vorne. Sie nimmt Mei mit. Genau. Chili bleibt ein bisschen in der Mitte. Und ich würde sagen, let's go. Er kann ja auch critten. Warum kommt er jetzt auch schon? Ja, leck mich am Arsch. Ich mache erstmal vorne klar schiffen so und werde mich erstmal noch ein bisschen zurückziehen. Scheiße. Haben wir wieder so einen. Das ist gar nicht geil. Jo, da wird es jetzt ein bisschen unterschätzt. Aber wird schon. Und Level 3 für Celica. Ja, allerdings werden wir wirklich mal besser. So, die Reihenfolge hier ein bisschen doof, will ich mal anmerken. Bowie. So, er kommt nicht bis dahin. Er kommt auch nicht bis zu ihm hin. Sehr gut. Das heißt, muss man noch um den und den da kümmern. Wobei, wenn ich den natürlich jetzt so platt mache, beziehungsweise sogar mit schwarzer Magie. Den da hinten und sie macht den platt. Kriegt sie sogar locker hin. Okay, das heißt, machen wir jetzt Celica hier erstmal ein bisschen Black Magic und so. Keine Crits, ich bin enttäuscht. Tja, viel Power, der Gegner hat wenig Resistenz, das ist natürlich... Ja, ja. Ich mache erstmal hier weiße Magie aus dem Grund, weil ich will, dass er noch ein bisschen durchhält, der gute Saber. Weil ihr seht, was da auf uns zukommt und vor allem der da hat ein bisschen Angst. Das heißt, ich werde ihn natürlich mit Magie platt machen, aber will ich erst mit ihnen hier machen und das heißt, ich muss mit ihnen noch ein bisschen ausharren. Okay, ich greife gegen Bowie an. Das ist schon die Schmerzgrenze.
Level Up für Saber. Level 2, wa? Wollte ich auch fragen, was soll der Quatsch? Hä? So, jetzt ist sie natürlich ein bisschen... schwarze Magie wollte ich eigentlich machen. Ah, da unten geht's nicht, toll. Gut, geh halt hier hin. Schwarze Magie, Thunder und tschüss. Vielleicht geht's mit Feuer. Wegen höherer Trefferquote. Jo, da geht besser. So, jetzt ist der ja abgehauen da oben. Das heißt, der kann gar nicht mehr so weit. Kann sie gar nicht mehr bedrohen. Sehr gut. Das heißt natürlich jetzt Bowie, der hier noch ein bisschen aushelfen könnte. Zumindest in der Theorie wäre es eine Variante. Ich habe jetzt die Frage, kann Bowie ihn hier noch killen? Bowie kann natürlich nicht killen, aber vielleicht kriege ich noch ein Level up, wir sind ein bisschen schneller. Weder noch. Ja, dann mache ich ja mal klar Schiff und so. Ja, natürlich jetzt, wo es sehr nötig ist. Ach, Celica. Oh, die Fülle. Hey, you're pretty decent. Das finde ich jetzt allerdings eine coole Fähigkeit. So, ich mache wieder mal weiße Magie. Das Prozedere ist uns ja nur allzu gut vertraut. Ja, jetzt kommt der mit dem Schild. Ja, da muss er mal kurz aushelfen. Ich mache jetzt das ein bisschen, nicht, dass direkt alle wieder drauf gehen war, weil Geschwindigkeit 12, er ist schnell, sie hat zu wenig Verteidiger, da kann ich sowieso nicht machen. Vielleicht könnte ich Celica hier hinstellen. Wehtun würde es wirklich. Bei ihr natürlich den Golddolch, wobei, wenn ihr natürlich angreift und sie auch, dann heilt sich wieder. Ja, also in diesem Sinne. Geh auch nur mal sicher. Für etwas habe ich's ja. So, jetzt haben wir natürlich auch noch Proviant. Aber ganz kurz hier ein bisschen reinbeißen. Yeah, you can have this. Ich bleib dabei, das ist ziemlich fies. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache, nicht wahr? Ein bisschen Thunder gefälligst. Oder vielleicht eher ein bisschen Feuer. Ach ja, weil es so schön war. Tweet, wie können es auch sonst sein, ne? Der ist wieder erhalten, der geht zurück zum Vorrat. Das heißt, du bekommst den, stellst direkt mal hier hin. Ja, hör auf zu quatschen. Nimm sie mal. So. Blockierst du mal alles mit dem Lederschild, also schon mal 7 Verteidigung. Das gefällt mir. Ganz kurz Erholung hier auf die gute Mei. Gut. Läuft perfekt. Und er kann Saber schön trainieren. Unser guter Priester ist eigentlich schon stark genug, war da heißt. Ich würde da gerne noch ein bisschen mit Thunder und so loslegen. Ja, hätte klappen können. Dann machst du noch ein bisschen Fire-Action.
feel my... Immer besser als bei ihm hier. So, sehr gut. Und sie kriegt auch noch Level Up. So muss das sein, Freunde. Level 3 für Jenny oder Genie, keine Ahnung. Kennt ihr Genesis? Nee. Ich kenn dich, Mann! Coming a mile away. Den Vorteil, ich kann critten. That was an easy one. Ja, Saber doch gerne noch Level 3 in diesem Part. Oder vor allem in dieser Schlacht. Weil der Rest ist jetzt so weit jetzt. Aha. Problem ist, wenn wir jetzt mit ihm angreifen, oder mit ihr angreifen, ist er tot. Das heißt, ich mache es doch lieber mit ihm hier. Sehr gut. Der nächste Schlag dürfte also... Wieso ist der traurig? Mir geht's doch gut. Allen anderen geht's super und mir geht's scheiße, weil ich den Goldtool nicht mehr habe. Diro, schade, doch er lernt. Sehr gut. Ja, mit dem Lehrstück geht es irgendwie ganz schnell, war. Voll krass. Jetzt. Ja, vielleicht gewinnt er ja auch. Jetzt, was natürlich mal nützlich wäre, nö, was ist ein Quid? Kann ich mir machen, ne? Quid kann ich nicht. Ernsthaft, jetzt haust du da ab da oben. Ich bin langsam ein bisschen sauer, weil er sein soll. Wow. Durch die Planke hindurch. Ja, warum auch nicht? Moskito an, schlecht. So, jetzt aber. Gib mir dein Level Up! Und geile Statuswerte. So, komm, ein paar Punkte jetzt bitte. Leave the heavy lifting to me. Ja, wobei eben Fähigkeiten plus Verteidigung natürlich, Verteidigung sowieso, aber vor allem Fähigkeiten natürlich für seine Klasse sehr gut. Wein geht in den Vorrat. Perfekt. Talk about a close one. War aber nicht schlecht. Und Selika wieder kurz zum Level Up. Look there. Do you see that small island to the east? That's where Barth Keep stands. He's the pirate king of these waters. Unfortunately, this current means we'll have to sail right past it. It'll be trouble if we're seen. So let's unfurl the sails and be quick about it. Hold a moment. If we were to deal with this Barth, would this stretch of ocean be safer? Well, yes, undoubtedly. But no sane person picks a fight with a pirate king. Whoa there, lass. I signed up for a nice, easy escort job, not to storm some pirate hold. I see. Very well then. I shall lead the charge myself. You need only worry about keeping me safe. Now just a... The people of that island are suffering under the tyranny of those pirates. I can't stand by knowing starving innocents are being routinely plundered. Oh, for the love of... Look, I ain't sure why I have to remind you of this, but you're on a mission. And you can't finish it if you keep poking your nose where it don't belong. I have no intention of wasting time on idle philanthropy, Saber. But there are no guarantees I'll ever return from this journey. I would at least like to ensure peace to those who have been so kind to me. Is that so unreasonable? Oh... Fine. It's your neck. Go ahead and risk it on whatever fool thing you like. Thank you, Saber. Ja, ja, der gute Saber, war. Ist doch immer wieder eine Wohltat für unser Team. So, dann, dann hier bereits und und jo. Wir haben gesehen, Piraten sind kein Problem. Wobei, das ist unbekannt, das ist offenbar ein Pirat. Das wäre halt unbekannt. Seltsam, wir müssen sowieso hin. Und, ja, wir haben genug Zeit und deswegen... Attack the Pirates! Sturm auf die Piratenfestung.
offenbar haben wir interessante Einheiten hier. Der ist ja auch schon da. Ja, super. Kamui. Oh, warte mal, sind ja grün an. Ah, die kann endlich mal rekrutieren, endlich mal. Walber, hey, ich bin Ritter, na, wie geht's? Level 1, Level 3, Level 4, da ist ein Schütze, mit dem Eisenbogen. Kamui, wieder ein Söldner. Aber die kann ich glaube ich verzichten. Wegen der Resistenz und so weiter. Aber bei ihm, ja, er weiß auch wegen der Resistenz, aber Verteidigung wäre schon mal geil. Bei ihm halt Lederschild noch geben und dann kann ich mal richtig loslegen. Das wird mir eigentlich gefallen. By the mighty parrot of Shanty Pete, what be that racket? Yar har ho! Looks like more little mice be squeaking into me keep. Are you the one they call Barth? I order you to halt your piracy and leave these waters at once. Grr! I'll do no such thing, ye shrill woman! No one enters the lair of the Pirate King and starts squawking orders by me! You see, lass? What'd I tell you about trying to reason with sea dogs? Yar bold words from a fool man! Well, I'll put your steel to the test. Have at 'em, boys! Take the man's guts for garters, but leave the wench alive! I'll not have a single scratch on her! Ruins the sale price it do! Yar har ho! See what I mean? Redemption is a lost cause for a man like you, Barth. Your reign as Pirate King ends here. What's with the sudden shift in position? Well, I'll be. Looks like another band has joined the fray. Ha! Must be our lucky day. Splitting their forces in two should make Barth that much easier to defeat. You know why I like you, Valbar? Because you're such an optimist. From where I'm standing, our odds look somewhere between grim and dire. What? You mean because we're horribly outnumbered? You two better stop gabbing like hens and start fighting like you want to live. Now, if we can take Barth out of the picture, his goons should scatter. So you know what to do, right, boys? Ignore the runts and take aim for Barth. I heard talk in port about a man seeking revenge on Barth for killing his family. Perhaps this is his crew. Let's advance with caution and try to aid their cause. Du sprichst mir aus der Seele, Selika. So, dann erstmal gucken. Barth, ich hab Trockenfleisch, ich bin ganz geil, Nee, du bist natürlich ganz doof. Da sind zwar deine Elite da mit Level... Ich wollte gerade sagen, Eliten, so, plötzlich kommt der mit Level 7 hier an. Oh, Level 7. Okay, schon besser. Gut, dann würde man sagen, let's go. Wir haben einiges zu tun, Freunde. Erst einmal die Landratten ja, anheuern. Natürlich nicht anheuern. Hey, Celica! How's Trix? Hello, May. I'm managing well enough, I imagine. Great! Oh, but if you do want to start slacking, you just leave things to me. You're always so full of energy, May. Yep, that's pretty much my one selling point. Well, that and zapping fools. Now get ready, because I'm gonna help the heck out of you today. Klingt doch gar nicht mal so schlecht. So, dann wie gesagt, Heber mal hier rüber schicken. Der soll jetzt ein bisschen was treiben. Zudem ist der Schütze hier, wa? Ready anytime. I'm ready to roll. Ready to run. Bogen! Ups. Oh, die kommen alle miteinander, super. Das heißt, wir beeilen, bevor die noch drauf gehen, weil, ja, wenn ich sie halt gerne rekrutieren möchte. Und vielleicht geht das gar nicht so wie bei früheren Fire Emblem Spielen. Vielleicht kann ich sie auch automatisch später rekrutieren. Aber die klauen mir auf Angstpunkte! Schiebung! Hört auf, mir Punkte zu klauen! Beinteutate! Das muss ich erstmal hier ein bisschen loslegen, wa? Oder erstmal so loslegen. Ein bisschen Fire in the Hole. Wäre erstmal schon mal weg. Der wäre auch schon fast weg. Es ist aber trotzdem.
Er greift nur einmal an, wenn ich treffen würde, wäre schon mal ein großer Vorteil. Das sind eh die Schwächen, wa? Ja, das sind die Schwächen. Okay, gut, die Schwächen kann ich eigentlich auch von hier aus ausmerzen. Müssen wir es mal versuchen. Coole Geräusche, wa? Also man kann Celica... Muss ich erstmal gucken, welche Typen könnte Celica one-hitten. Feuert sich bei ihr aber grausam viel ab, wa? An Carp, ich mein... Beim 6-mal, was? Ah, weil er zurückschießt, deswegen. Ah, deswegen war's. Okay. Das heißt, ich müsste mit ihm eigentlich hier angreifen, wenn er schon mal einen weniger hätte. Toll, hätte er das gewusst. Ja, leider können sie mir nicht an, wenn sie quitten. Das ist leider so eine Sache. So, der muss natürlich weg, das ist klar. Jetzt quittet sie auch noch! Ja, die wird schon genug sein. So, Problem ist, kill ich ihn mit One-Shot? Nee, natürlich nicht, weil deswegen muss ich es von hier aus machen. One-Shot wird sowieso nicht, geht sich gerade scheiße. Dann machst du von hier aus, komm. Also One-Shot, nee, ich meine natürlich, das sind anderen ja gar nicht. Nein! Scheiße. Problem ist, du jetzt greifen beide an, weil ich weiß nicht, wie viel Verteidigung die beiden haben. Das heißt, je nachdem könnte es gerade ein bisschen ungemütlich werden für beide. Aber was soll's, halt das Seitenrad, wa? Das ist was Gemeines eigentlich. Das muss ich ja schnell vorbei, damit ich da zum grünen Typen hoch kann. Sehr gut, Saber, sehr gut. Perfekt. Angriffsfähigkeit, das, was ich will. Jetzt kann man das, was ich hasse. Und da ist eben noch zwei da oben, der eine ist irgendwie ausgewichen, warum auch immer. Jo, jetzt kommt der natürlich, der ist ein bisschen stärker, wenn ich Pech habe. Jo, Zeitenrad. So Leute, aber hätte ja auch anders sein können. Gut, natürlich direkt beide da, also die starken ich kann ja mal quatschen, die starken Einheiten dahin kommen, wenn ich halt zuerst Saber dahin schicken, mit Celica, aber da ein bisschen mehr Verteidigung, dann geht das auch besser und dann kann ich da direkt los. Oh, jetzt kommt das wieder. Überspringe bitte, weil es wird sowieso gleich. Oder ich glaube, ich kann das Zeitenrad erst ab Zug 3 einsetzen, oder? Ah ne, geht doch schon. Perfekt. Er muss hier noch weit zurück. Das kann... Na komm mal, also okay, ganz zurück. So. So. Aha. Dann ganz kurz quatschen. Wir kennen das Gespräch bereits, dann überspringen wir es mal. So.
Ja, warten. Jetzt natürlich ganz kurz Animation ausschalten, weil wir kennen die ja bereits auch, was hier so abgeht und so. Deswegen erst einmal, Celica hier hin. Dann kannst du hier hin. Fähigkeit einsetzen. Oh, schade. Zack. Perfekt. Dann schicke ich ihn mal nach da vorne. I'm ready to roll. So, jetzt kommen natürlich einige Gegner. Das war aber abzusehen und eigentlich auch zu erwarten. Ich muss nur gucken, wie ich da... Celica kann natürlich Magie einsetzen. Sie kann es eigentlich ein bisschen besser, deswegen mache ich es anders. May this Ja, genau. Ich mache es so. Ich schicke ihn zurück. Das heißt, erst einmal sie hier hin. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann also sie hier und greifen hier aus an mit Donner. I could learn a thing or two from you. Ja, ich glaube, die Strategie, Freunde, ist ein bisschen besser als die letzte. Vor allem, klar, Celica kann im Nahkampf ja auch viel, aber sie kann vor allem Magie einsetzen. Das darf ich nicht unterschätzen, die Reichweite. Und Reichweite vom Vorteil und mit Mehl, wo auf dem Feld mehr kommt, dank Donner, ist natürlich auch nicht schlecht. So, perfekt. So, jetzt geht's da oben wieder los. Okay, der ist weg, sehr gut. Ja, ich will, dass die Grünen überleben, ne? Also das ist eigentlich schon noch ein bisschen Priorität. Man soll gerade ein bisschen doof anstellen da vorne. Was? Ready to move out. Wie hast du denn jetzt das hingekriegt? Beides mal daneben, das muss Rekord sein. Ich kann mir nicht anders vorstellen, wie das sonst möglich sein soll. Ja, ab und zu quitten ist da nicht so verkehrt. Really strong, huh? Keine Chance, fliehen ist hier nicht. Und deswegen erstmal schwarze Magie und tschüss. Zweite Mal zumindest. Sure, I'm still hyper. Let's go. Feuer trifft doch ein bisschen besser. Sehr gut. Perfekt. Weg ist die? Jetzt kann ich natürlich erst einmal mit ihm gucken. Damit sie hoffentlich den Finisher setzt. Das tut sie auch. Mit ihm nach vorne. So. Das war ein schöner Crit. Jetzt muss natürlich Celica nach vorne, waren zum Quatschen und so. Das wäre nicht ganz so verkehrt. Vor allem natürlich jetzt gerade greifen die Grünen mich auch an. Das wäre ein bisschen scheiße. Nö, die Grünen lassen uns in Ruhe. Sehr gut. Da greift er mich noch an. Okay, dann ist er auch wieder da unterwegs und so. Jetzt wieder Animation einschalten. Natürlich muss man auch die Erfahrungspunkte noch nehmen. Danke, Welber. So, können nachher ein bisschen quatschen miteinander. Vor allem natürlich noch unsere Truppen hier. Noch erstmal hier heilen.
Und da war es noch einer. So. Machen wir das am besten. Kann ich mit Magie aus der Ferne machen, wa? Wird ein bisschen schneller gehen. Toll, quatschen geht nicht. Ja gut, dann quatschen wir halt nicht, wenn die keinen Bock drauf haben. Wie gesagt, vielleicht geht Anheulen hier ein bisschen anders als in früheren Fire Emblem Spielen. Oder als in anderen Fire Emblem Spielen, sag's mal so. Die einen kommen mit, die anderen gehen aufs Schiff, hä? Little bit crazy. So, du kannst natürlich ja draußen angreifen oder von hier draußen angreifen. Du machst mal so und du lockst ihn bereits an. Das müsste bereits klappen. Dann ist er nachher näher dran. Dann kann ich von da aus Magie einsetzen und so. Und perfekto. Ja, er hat was drauf, muss ich zugeben. Aber wie viel er drauf hat, das werden wir gleich sehen. Ja, vielleicht auch nicht so viel, wie er gerne hätte. Die Magie tut ihm doch ziemlich weh. Gucken. Ja, ich ziehe natürlich nicht viel ab, obwohl ich zweimal angreife. Er ist natürlich schon stark, mit Verteidigung und so. Aber, ja. Der Arsch mir am Weg. Könnte natürlich fies, weil ich jetzt Rochade einsetzen würde und mit dem Grün tausche, was sogar geht. Krass. Ja, ich weiß nicht, da wäre vielleicht ein bisschen zu extrem. Bevor mir hier der andere Typ die Erfahrungspunkte klaut. Vergiss es, Mann. Es gibt nur einen König der Piraten. Und dieser heißt Ruffy. Oh yeah. Trockenfleisch. So, Kampfende. Wir haben es geschafft, Freunde. Mit ein bisschen Überlänge zwar, aber hey. Ja, scheint so. Mal gucken, was passiert jetzt noch. Piratenthron, okay. Ja, ich dachte mir vielleicht schon, dass irgendwas in der Art sein könnte. Da kann er betreten, da nochmal zum Angreifen und so. Ja, wenn wir im nächsten Part erstmal hier den Piratenthron betreten, vielleicht kann dann bereits mal die grünen Einheiten rekrutieren. Vielleicht geht es hier auch anders, vielleicht habe ich es auch verpasst. Vielleicht hätte es was ganz anderes sein müssen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls wieder vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Wir sind bereits bei Tag 17. Wir erinnern uns bei allem, was irgendwie ab Tag 69 und so bis zum Schluss sind. Es sind noch ein paar Missionen hier mit Celica und ja, hoffen wir, dass wir hier mit Akt relativ schnell durchkommen, damit wir schon bald Celica und Alm vereinen können. Bis dahin, ciao zusammen!